Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayern 04 Leverkusen. Bevor ich da ein bisschen was zu sage, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, ich habe es auf der PK, wer die PK-Reaction gesehen hat, wird das vertraut vorkommen. Ich habe es da schon gesagt. Für mich geht's in erster Linie über uns natürlich. Ja, es geht um unsere Leistung. Klar, es ist ein Spiel. So, es ist ein Pokalspiel, es ist ein K.O.-Spiel. Tagesform, Schiedsrichter, sämtliche andere Umstände, der Fußballgott, alles kann passieren so, ja, gar keine Frage. Aber in erster Linie müssen wir unsere PS auf den Rasen kriegen und dann kannst du schon ein paar Dinge ausschließen, wie zum Beispiel mal 'ne Fehlentscheidung durch 'n Schiedsrichter, wenn du mal ein Tor kriegst, was eigentlich kein Tor ist, wenn du aber die Form hast, die du hast, dann kannst du sowas auch wettmachen. Ähm, Darum geht es in erster Linie darum, ja, um unsere Stärke. Und wenn man sich diese Bundesliga-Saison anschaut und wenn man sich die Gegner in der Bundesliga anschaut, dann muss man sagen, dass es nur über uns geht. So, ja, guckt auf die Tabelle. Ähm, Mehr Argumente brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Und Leverkusen ist nicht mehr das Leverkusen wie unter Xabi Alonso, auch wenn sie sich ein bisschen gefangen hatten jetzt unter dem Trainer. Dann gab es jetzt eine 1:2 Heimniederlage gegen Augsburg. Ja, ich weiß, da brauchen wir gar nicht drüber herziehen. Wir haben auch zu Hause gegen Augsburg verloren. Unsere einzigste Niederlage bisher in der Bundesliga. Ähm, aber für uns hatte das Spiel nicht so eine Bedeutung. Ja, also ich meine, Leverkusen war 4 Punkte hinter der Champions League. Und dann verlierst du ein Heimspiel zu Hause gegen Augsburg. Also boah, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt von Qualität spricht. Ich weiß natürlich auch nicht, vielleicht war es unglücklich, vielleicht haben sie aber auch die Stammelf geschont fürs Pokalspiel, was weiß ich. Bin da nicht im Thema, ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Was ich damit einfach nur ausdrücken möchte, ist, dass es über uns geht. Wenn wir unsere Form und unsere Leistung auf den Platz kriegen, dann gibt es auch nur einen Gewinner in diesem Spiel und das ist der FC Bayern. Punkt. So, bekommen wir das nicht, so, ja, dann ist natürlich alles möglich. Gar keine Frage, ja. Also, habe ich ja gerade schon gesagt, Tagesform, ich denke, Leverkusen kann 'n Peak haben, dass sie eine gute Mannschaft sind. Ähm, aber diese Konstanz, die Leverkusen mal hatte unter Xabi Alonso und diesen genialen Fußball auch, der ist halt auch nicht mehr gegeben in Leverkusen, ja. Also, zumindest das, was ich die Saison von Leverkusen gesehen habe, in erster Linie das gegen uns. Vielleicht gab es eine Weiterentwicklung, I don't know, we will see, ja. Vielleicht täusche ich mich auch und Leverkusen spielt uns an die Wand, und es wird eine ganz heiße Kiste. Wir werden es erleben, ja. Ich weiß es nicht. Pokal, wie gesagt, ist immer alles möglich, gar keine Frage. Aber ich persönlich glaube, es ist nur für Leverkusen was möglich, wenn wir nicht unsere beste Form haben. So, ja. Die haben wir gegen Real Madrid auch nicht gehabt, fairerweise muss man sagen. Ja, einige Spieler hatten ihre beste Form, aber viele Spieler auch nicht. Dafür hat es trotzdem gereicht. Also von daher, ja. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf das Spiel. Ich denke, es wird trotzdem eine interessante Kiste werden. Es ist nun mal 'n K.O.-Spiel, die sind immer interessant. Ähm, und wer weiß, vielleicht, traue ich Leverkusen gerade weniger zu, als wie sie können und weil ich dem VfB mehr zugetraut habe, als er gezeigt hat. I don't know, ja. Ähm, Vielleicht ist das so ein bisschen das Echo. Ich bin gespannt, ja. Ich freue mich auf 'n gutes Spiel, auf 'n Pokalspiel, auf 'n Pokalfight auch gerne, ja, gar keine Frage. Ich mag's. Es ist Halbfinale, Alter, ja. Der Gewinner fährt nach Berlin, also mehr Anreiz brauchst du nicht. Wir waren seit was? Seit 2000 was? Nicht mehr da. Ähm, Letzte Mal irgendwie zu Corona-Zeit oder was? Äh, Seit 2010 oder was weiß ich was? Ne, so lange auch nicht, oder? Ach Leute, ich habe es eh nicht mit Daten. Ja, wir waren auf jeden Fall für den FC Bayern, gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr in Berlin. Ähm, und es wird Zeit, ja. Aber natürlich kann Leverkusen an 'nem guten Tag uns natürlich auch schlagen, so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ähm, aber dafür müssen wir auch einen schlechten Tag haben. Wenn wir auch einen guten Tag haben und Leverkusen hat einen guten Tag, dann gibt es auch nur einen Gewinner und der ist FC Bayern. So, das ist mein Take, ja. Also, was ich damit sagen will, am Ende des Tages geht es über uns. Punkt. Feierabend, ja. Gut, und damit gehen wir rein. Gucken wir mal, wie ich unser Uns aufstellen würde, ja. Ähm, ja,
Es tut mir leid, Leute, ich werde nicht müde, den Jonas Obig aufzustellen. Ja, müsst ihr durch. Ich gehe davon aus, dass Manuel Neuer spielen wird. Ich würde 'n Obig aufstellen, ist mir die sicherere Nummer. Hm, ja, wie will sie. Ansonsten Innenverteidigung, ja, sollte klar sein, ja. Wir werden starten mit Uppa und Tah, ist ja gar keine Frage. Beide haben ausgesetzt am Wochenende. Beide sollten die gewisse Frische haben, die Frische auch im Kopf. Das ist wichtig. Und als Ersatz, ja, haben wir Ito, haben wir Min-Jae, wobei ich den Ito erstmal noch weglasse. Vielleicht stelle ich den sogar noch auf. Ähm, mache aber schon mal Min-Jae rein als Alternative, sollte klar sein. Gut, leider fehlen uns ja so ein bisschen Alternativen. Ja, Harry Kane muss ran. Es ist ein Harry Kane will Titel gewinnen. Harry Kane will Titel gewinnen, die er noch nicht gewonnen hat. Ein Garant. Luis Diaz, Michael Olise, ihr kennt's, the best of the best. Interessant ist die Zehner-Posi. Ich habe es in der PK-Reaction gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ein Musiala in der Startelf stehen wird. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde ihn auch nicht in die Startelf stellen. Vielleicht macht Vinny es, ich weiß nicht wie frisch, wie weit Musiala ist. Ich würde ihn nicht in die Startelf stellen. Ich würde ihn auch eher einwechseln. Die Frage ist gerade, würde ich eher Guerrero aufstellen oder würde ich eher einen Jackson aufstellen und einen Harry Kane einen nach hinten ziehen? Ich glaube, ich würde mit dem Guerrero anfangen. Ja, ich habe nichts gegen Jackson, aber Jackson ist mir immer so ein bisschen, also vorm Tor, logisch, ist er eiskalt, so, da macht er seine Dinger, wenn er die Chancen hat, aber ansonsten ist er mir immer ein bisschen steif, so ein bisschen, ist nicht so ins Kombinationsspiel eingebunden, was so ein Diaz und Olise aufziehen kann. Das kann Guerrero besser, ja. Ähm, und mir hat es auch nicht so gefallen mit 'm Jackson ganz vorne drin und Heavy dahinter. Da fand ich 'n Heavy auch jetzt nicht so, ja, ich mag es lieber, wenn Heavy vorne ist und sich dann den Freiraum nimmt und dann der Mann dahinter halt in den Raum reinstoßen kann. Ja, also ich persönlich würde mit 'm Guerrero anfangen. Natürlich haben wir 'n Jackson dann als Alternative, ja, also je nach Spielverlauf und so weiter, ihr kennt den Bums. Kann man natürlich auch an die Kräfte denken. Auf der Zehnerposition haben wir natürlich dann Jamal Musiala, aber ich glaube, es ist für ihn noch besser, wenn er vielleicht, der Faktor ist, wenn er eingewechselt wird. Ja, auch je nachdem, wie der Spielverlauf natürlich ist, ja. Also, natürlich können wir Jackson auch auf 'ne Außenbahn stellen, genauso wie Musiala, ja. Das brauche ich jetzt hier nicht extra eintragen. Ansonsten werden wir mit Sicherheit auch den einen oder anderen Campusspieler da vielleicht noch in der Hinterhand haben und sehen. Dass 'n Lennart K. schon wieder mit dabei ist, gehe ich nicht von aus, von daher, ja. In der Zentrale, ja gut, in der Zentrale haben wir den Dauerbrenner und den, der immer lacht, ne? Wer den Song kennt. Josua natürlich. Neben Josua haben wir natürlich die Auswahl zwischen Goretzka und Pavlo. Goretzka war so mittelmäßig, Pavlo war die letzte Zeit auch so mittelmäßig, aber da Goretzka letztes Spiel gemacht hat, sollte Pavlo ein bisschen frischer sein und ich hoffe einfach auch ein bisschen frischer von der Birne. Und ich glaube auch, dass ein Leon nochmal den größeren Impact hat, wenn er reinkommt. Ja, also ich glaube, er ist der bessere Einwechselspieler, glaube ich. Ja, der ist einfach heißer, ja, haben wir am Wochenende gesehen, Leon ist heiß, Leon wollte unbedingt. Ja. Deswegen, Leo muss sich auch zeigen für die WM. Ja, deswegen glaube ich, ist Leon der bessere Einwechselspieler, wie es ein Pavlo wäre. Ja, wilder Take, ich weiß, ist mein Take. Gut, haben wir noch die Außenverteidigerposition. Da ist eigentlich so die Frage, gehen wir auf Stunny, gehen wir auf Ito, gehen wir auf Davis? Also ein Conny Leimer natürlich, je nachdem, ob wir einen Stunny aufstellen, geht halt ein Conny Leimer nach links, ansonsten ist ein Conny Leimer rechts. Ja, Stunny war auch eher so Durchschnitt bis mittlerer Durchschnitt die letzten Spiele, wenn wir ehrlich sind. Von daher würde ich den echt mal draußen lassen und würde mit 'm Conny Leimer anfangen über die rechte Seite.
Das Zusammenspiel mit Ulisse kann er. Hm, über die linke Seite haben wir jetzt halt die Auswahl zwischen Davis und Ito. Schwierig halt, ohne so das Training zu sehen, ne? Genauso wie jetzt auch die Entscheidung gegen Stunny. Ähm Ich glaube, ich würde mit dem Davis mal anfangen. Ich meine, soll er auch mal was tun für seine 15 Millionen, die er bekommt, oder? Von daher natürlich Alternativen haben wir genug. Wir haben Ito, wir haben Stunny. Stunny kann auch auf der linken Seite spielen, also das ist alles nicht das Problem. Aber ich würde mir so langsam mal 'n Fonzie in der Startelf anschauen wollen, ne? Ob der Eindruck trügt oder nicht trügt. Ähm Ja, und sollte es nicht reichen, sollte es zu schlecht sein, kannst du immer noch wechseln, aber ich denke, Fonzie sollte das Körperliche drauf haben und ja. Ja. Ja, so will ich den ganzen Bums angehen. Ansonsten weitere Alternativen: Bischof verletzt, Gnabry verletzt, Goretzka kann ich natürlich noch eintragen, mache ich für Pavlo rein, weil König Josa geht eh nicht raus. Ito haben wir drinne, Nicolas Jackson haben wir eingetragen, Lennart Karl verletzt, Minjay, absoluter No-Brainer, wenn einer der Innenverteidiger, ähm Pause braucht oder sonst was ist, absoluter No-Brainer, Minjay reinzuwerfen, Alter. Und Musiala natürlich die Krönung dann als Einwechselspieler noch mal, um 'n bisschen Schwung reinzubringen. Ndiaye haben wir natürlich auch noch, den jungen Jost, der eigentlich auch eher 'ne zentraler Offensiver ist. Also, auch den könnte man hier noch reinwerfen zur Not. Und ich denke, so 'n Stunny zum Beispiel könnte auch 'ne Position nach vorne rücken, wenn's sein müsste, könnte auch mal 'n Flügel übernehmen. Genauso wie es mit Sicherheit 'n Davis kann und du könntest 'n Ito dann hinten reinstellen. Also, auch das wäre ja möglich, wenn hier irgendwas sein sollte. Von daher, das wäre meine Startelf. Ähm Die wird nicht so aussehen, denke ich. Ich gehe davon aus, dass wir standardmäßig auflaufen werden. Das heißt, Manuel Neuer, Laimer links, Stunny rechts, Opata, Kimmich, Pavlo, Olise, Kane, Diaz. Die einzig interessante Posi ist die Zehner-Posi. Ob man jetzt schon Jamal zutraut, jetzt alle 3 Tage richtig Vollgas geben zu können, dann wird 'n Jamal auflaufen. Ansonsten gehe ich auch davon aus, dass 'n Guerrero aufläuft. Aber natürlich ist 'm Vinny auch zuzutrauen, dass er Harry Kane auf die 10 stellt und Jackson nach vorne auch. Das ist natürlich möglich. Ja. In diesem Sinne, Leute, haut rein, rot-weiße Grüße, schönes Spiel morgen, auf dass wir weiterkommen und nach Berlin fahren. Tschüssi.